gewöhnlich einer betet und einer denkt, und was kann er bringen, was wird gut sein. Und vielmals kommt einer dann nur ein Topic, was einem selbst, wenn er selbst unterwissen hat, wenn er selbst an was lernen hat, wenn es dort ist, was dann das Wichtigste ist, oder was einem das anrühren hat. Und dort wir auch war das rund so, einer denkt und betet und liest und so, und dann kommt aber ein Topic. Und von der an habe ich das Topic so genannt, Ermahnung, heilig zu leben. Ein heiliges Leben zu leben. Und bloß da und von dieser Seite haben wir uns frisch mal zu sprechen, Ermahnung, heilig zu leben. Und dass wir Jesus seine Halbbrücken dort haben, und dass wir wollen reich sein, der Tag, wann wir hier auf der Seite vorig sind. Weil wir dann angehen und janken mit einer Geschichte anzufangen, da wir mal eine Gruppe Leute gegen eine große alte katholische Kirche bekennen. Und als sie da so durchgehen, das ist eine Familie, eine größere Familie, mehrere Kinder mit. Und ein Nacht mir Jaltje, da blieb bei einer steht beim Fenster stehen. Und bewundert das Fenster. Und er sieht, da sind Bilder und da sind Menschen aufgemalt. Und wer eine katholische Kirche gesehen hat, der weiß, dass da vielmals viel clearen Fenstern. Alle Sorten clearen. Und an den clearen Fenstern sind Bilder von Menschen, die in der Kirche waren, oder von Petrus oder Paulus, oder sind Bilder dort. Und als sie wiedergehen, dann machen sie mir Jaltje mitraupen, da mitkämpfen. Aber dann ist es nur der Kämpfen, dann der wird ernten, dann der Kleiden, dann fragt sie den Mann, wer dort sind die Bilder an das Fenster, wer die Lieder sind. Dann sagt der Mann, dort sind die Helden. Okay, und so, dann wird mir Jaltje dann noch zufrieden. Als sie dann nicht ein Hüsschen vorhin sind, und Tüss, so ist, dass mir Jaltje schlucken gehen will, dann sage ich zu ihrer Mama, nu weiß ich, wer der Helden sind. Und dann ist die Mama neugierig, wer lässt du dann sind die Helden? Das sind all die, wo Gott sein Licht durchdachen kann. Wo Gott sein Licht durchschienen kann. Das sind die Helden. Und so, das ist eine gute Erklärung, was diese kleine Mial da bringt. All die, wo Gott sein Licht durchdachen kann, das sind die Helden. Sie hat nicht beholen, dass Paulus oder Petrus oder wer immer die Bilder am Fenster wären. Das hat sie nicht beholen. Sie hat bloß die Schmacke, Gläser durchgesehen und wurde durchdachen. Und das ist eine gute Message für uns, wenn wir denken an ein heiliges Leben zu leben. Heilig Leben meint reich Leben für Gott. Dass Gott sein Wort durch uns durchdachen kann, das wird uns heilig macht. Ich will wieder nehmen eine Message, weil uns hoch nehmen zum Beten. Vor den Himmel, wir kommen wieder fertig mit einem dankbaren Wort. Wir sind froh, dass wir die Hand erkennen können, dass du uns die offenbart hast. Und wir kommen immer wieder nur die mit einem offenen Wort am Meier von die zu lernen. Und dass wir wollen können Lichter sein auf der Erde, wo die wird, was durchdachen kann. Und mehr Menschen wollen können erkennen, dass wir können frei und heilig und rein leben. Vorher, wir befehlen uns die an, beten, dass du diese Welt wirst sehen. Und dass er in uns wollen können Unterschied machen. Vorher, wir befehlen uns die an, in Jesus' Namen. Amen. Die Textversen von der und sind aus 1. Petrus, Kapitel 1, wo in Vers 13 anfangen. Ich kann nicht nicht spezifisch auf ein Vers kommen, aber das ganze ein, das uns anspornen. Und das erste fängt an, dass wir sollen aufmerksam sein. Du wirst merken, Horten frei. Das erste, was uns anspornen wird, dass wir sollen was tun, dass unsere Horten frei machen. Und dann kommt er mit ab von Wort. Und von Wort soll wir unsere Horten frei machen. Dann sage ich, das sage ich nicht Einzelheiten, aber das sage ich, alles, was uns hängen kann,
sieht und denken klar. So, was kann uns hindern? Wir können uns nicht denken, wir sollen uns frei merken, wir sollen ein heiliges Leben leben. Der Luther kommt der Vers noch ab, aber, excuse me. Hier sagt er, das Erste, dass wir sollen uns frei merken von alles, was uns hindern kann. Und andere wird ja auch sein, was uns hindern wird, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Was uns hindern wird, Jesus nur kennen zu lernen, Anbeter verstehen zu lernen. Alles, was uns von Gott seine Gemeinschaft wegtragen, das, wo wir uns sollen von frei merken, und dass wir können recht denken, because das sieht und denken klar. Wenn something uns hindern wird, dann können wir vielmals nicht klar denken. Wenn something an uns näher gekommen ist, was wir sehr fast abgefunden haben, dann will vielmals der klare Licht, Gott sein Wort, weil meistens können uns nicht dahin oder uns das offenbaren, weil wir haben something, was uns hindern wird. Das kann Sinn sein, das kann sein, was wir gelehrt haben, auf dem rechten Weg abgefunden haben, oder das kann sein, dass somebody uns hat tun, und dort drehe ich uns mit, wir können nicht vergeben. All diese Dinge, die können uns hindern, Gott besser zu verstehen lernen, besser kennen zu lernen. Und so dann sagt er, wo wir uns nur rechten sollen, das ist ab der Hoffnung, ab der Gnadengabe, ab Jesus seine Gnade, ab der Gabe, die wir an Jesus Christus kriegen, an der Gnade zu leben, die wir kriegen wollen, wenn Jesus Christus kommt. Hier sagt er, das ist das, was wir kriegen wollen, wenn er kommen wird. Aber wenn er an uns nicht kommt und uns offenbaren wird, dann kriegen wir diese Gnadengabe, wo wir leben können, tagtäglich, dass wir können uns frei machen von Dingen, die uns hindern. Und das sind vielleicht viel mehr Dinge, die wir können abnehmen, die uns hindern können, diese Gemeinschaft mit Gott zu stehen. Aber so, wir weiten dort, wenn wir abgerecht sind, oder ehrlich sind, oder doll sind, oder so eine Dinge als dort, das weiten wir, wenn wir dann fortwährend gehen beten, dass something steht. Something ist nicht up. Aber wenn wir geloten sind und uns nur anfallen, an diese Gemeinschaft mit Gott, wenn wir dann gehen beten, dann fallen wir uns ganz nur an, dann können wir frei. Aber sind wir verdrisslich was, haben wir vielleicht harsch gerät zu Kenia oder zu übersetzen harsch gerät und wir dann fortwährend gehen beten, dann wird das somewhere im Bett stehen und das wird uns hängen. Because there's something gekommen, was uns an diese Gemeinschaft stehren wird. Und hier sagt er, all diese Dinge sollen wir uns frei merken von, dass das nächstes dort darf sein. Und dann in Vers 14 sagt er, dann gehorcht Gott nicht. Erst sagt er, dass wir uns frei merken von Dingen, was uns hindern kann, an die Gnaden geben, nur Jesus rechten. Und dann sagt er, dann gehorcht nur Gott. Und dann hört nur, was Gott uns wieder zu lehren hat, weil es seine Kinder sind. Wir sind Christen. Das ist uns leicht, vielleicht sogar von klein an gelehrt. Some von uns hatten kein Verständnis von dort. Aber Mama und Dad sehen, wie wir in Christen sind, dann bleiben wir dort und sehen, dass nur vielleicht, dass wir eine Erfahrung mit Gott belebt haben. Und das auch nicht, dass das ein Schlag ist. Aber dort allein merkt uns nicht frei. Wir brauchen diese Gemeinschaft, nur Gott zu horchen und an Gott seine Leben zu leben. Und dann sagt es wieder, und lasst ihr nicht wahr davon, der Last mitreden, woran ihr lebt und euer Gebete wissen. So, wir haben Dinge getan in uns Leben, wo wir Gott besser wissen. Wir haben aber auch Dinge getan, wo wir besser wissen und aber nicht deuten. Und all diese Dinge sagt, dass uns Menschen sprechen, dass wir nicht sollen horchen, was Gott sehen will, als was Gott uns lehren wird, und dann nur leben. Nicht nur, was wir vorher getan haben, nur, wo wir Band gewesen, was uns bodern deut, du sollst wir uns von frei merken und dann horchen, was Gott sehen will, erst. So, wenn wir denken an horchen, was Gott sehen will, erst. Wir mal ein Mann, dass wir wie Jahre Zeit noch, wo sie bloß mit Pied fahren deuten. Und wir
een rijke businessman, een goudhabender man. En hij steht zelfs voor en dan had hij zich een man aangenomen. Die wordt allemaal zijn piet bezorgen en die wordt aanspannen en die wordt dan verarmelijk voeren. En hij wordt zich aan de ganze voren kammeren. En over dem als hij een arbeider wat op wat aan gedaan heeft abgeheerd. En wil hij zich een frischen aannemen. En dan zijn er ook 3 Stück wat ze komen aanbieden. En dan vraagt hij, wat dichtbij zij kan beim Groven voorbij voeren aanstellen. Dan sagt die erste, aber 20 Zentimeter, dann fallen sie noch pretty safe. Dann aber der nächste, dann sagt nein, ich glaube bei 10 Zentimeter, dann wird er noch halbwegs safe sein. Und dann fragt den Dritten, dann der sagt, no, vom Gruben bleiben sie weit weg als möglich, because je dichter bei dem Gruben wir kommen, je gefährlicher wird es. So du bleiben sie weit weg als wir einmal kennen. Und dann der Jan ja wird angenommen. So, und denken, dass wir von unserem Last Leichen mitgeritten worden an verschiedene Wegen. Dann ja von ein Beispiel, dass wir nicht dicht bei den Versicherungen wollen gehen, weil wir so weit weg bleiben, als wir können, dass wir safe sind. Und hier sagt es uns, dass wir wollen nur Gott horchen. Horchen, was sehen wollen, ist, dass wir nicht waren dicht bei dem Gruben angerufen, wo wir vorher gelebt haben, verschiedene Dinge mitgemerkt haben, was uns viel Trouble gebracht hat. Vielleicht sogar an sie Gedanken oder was immer das kann sein. Dann geht wieder in Vers 15 sagt es, aber so als der Herr heilig ist, wir haben hier jetzt gelesen, dass wir sollen uns frei machen von Dingen, die uns bodern tun, wir wollen nur Gott horchen. Dann sagt es, aber so als Gott heilig ist, das sage ich nicht Gott, aber das sage ich heu, was refers to Gott, der jünd abgenommen hat. So, der uns abgenommen hat, Jesus Christus, der uns abgenommen hat, der ist heilig. Und weil der heilig ist, soll je auch in all jene Wege heilig leben. Oder heilig sein. In andere Welt haben wir das Wort auch vielmals den Weg gebraucht, dass wir rein leben sollen, so als Jesus rein wir. Haben wir rein und heilig, haben wir auf diese Erde ohne Sinn. Keiner von uns hat dort jemals meist bei dich geregt, dass er kann so rein und heilig leben, als Jesus soll. Aber hier wird uns anspornen, nur Gott zu horchen, frei machen von alles, was uns hindern wird. Und dann heilig sein, der uns abgenommen hat. Wie heilig soll wir nur streben, dass wir auch den Weg wollen, heilig leben. Und so, wenn wir heilig leben, das meint, dass wir auch up sein, uns ermahnen, lassen und reich zu wesen lassen und halten zu lassen, dass wir können reich leben. Manchmal verjährt wir Dinge, aber manchmal können wir die Dinge nicht sagen, dass in Gefahr bringen. Kriegst du das Mann, was will den Fahrer annehmen, den interessiert, wenn der Fahrer wird wollen, so weit vom Gruben wegbleiben, als er können, den nehmen wir an, because da wird es weniger Gefahr. Der wird den Blick all die sein und sagen, wir dicht beim Gruben so können kommen, mit der ist das in Gefahr. Und kriegst du das auch mit uns, wenn wir wollen heilig leben, dann sollen wir auch sein, so weit weg zu bleiben von all den Dingen, die uns hindern können, und nur Gott horchen und sein, in reine, heilig Leben zu leben. Da wir mal eine junge Mial, vielleicht ein Teenager-Mial, der wird von einem jungen Mann angeladen, dass er nicht will mitfahren und singen fast. Wo gesungen wird, und dann sagt sie, nee, sie will nicht. Und okay, und alle Jungs sagen, okay, wenn sie nicht will mitfahren und singen fast, das ist gut. Und dann werken 2 Leute, dann hast du ein Fast, wo sie tanzen, und das war anbieten, dass sie gleich will mitfahren zum Tanz. Und dann sagt sie, nee, ich will nicht. Und dann, okay, das ist dann auch war gut, das sage ich nicht viel. Und dann nach einer gewissen Zeit Leute, dann bietet war an, das ist ein Schulschlussprogramm, für die Highschoolers und was das fast alles anbietet, ist hier nicht abgeschrieben. Aber dann bietet war an, dass er nicht mit will, nur das fast. Dann sagt sie, nee, sie will nicht. Und dann ist das junge Mann dann neugierig. Wenn du noch nicht mit Hand wirst, kein Fast mit was handfahren, als sie dann verhofft, jemals eine Freiheit irgendwo haben. Und dann sagt sie, es steht, meine Freiheit ist du an, dass ich jeder Abend mit einem reinen, freien Gewissen kann ich gehen durchleihen
En ik brauch niet worrien dat ik zijn wo je was, wo ik irgendwas gedaan habe, wat mijn haar niet wird leichen. Ik habe meine Freude an und smars ab der Stunde weiten, dat der Haar haben gefallen an mich. Und ich habe nicht ein Verlangen, in der Sonne stehen zu gehen, Hand zu fahren, wo das einmal versagt worden, oder sogar Dinge tun, wo mir dazu was frei und mit einer reinen Gewässer im Bad gehen, wird wahrnehmen. Und so, ich glaube, ich habe viel von lernen, dass wir nicht irgendwo bloß gleichzeitig Hand fahren, da kann ein Singerfast sein, da kann andere Fasten sein, was immer das ist, aber dass wir klar sein, dass uns als rein und heilig Leben wichtig ist, irgendwo Hand fahren, und das kann verschiedene Städte sein. Und so muss Gott uns durch eine Weisheit geben, dass wir können rein und heilig leben, because Gott wir rein und heilig. In Vers 16 in 1. Petrus 1 sagt es, willst das steht geschrieben, ich sie heilig und du wirst soll je heilig sein. In 3. Mose 19, Vers 2, dazu, wo da erste Mal abkommen wird. Und Petrus referiert hier zu dort, dass wir sollen heilig leben, so als Gott ein heiliger Gott ist. Und inzwischen, wenn es an Jesus leben, der bringt er ziemlich sehr mit dort taub, an Jesus heilig zu leben. Vers 17, da sagt es, und denkt daran, wenn je den aus dem Führer anbeten, der beim Rechten mal kein Unterschied merken wird, und für jeden das rechte Urteil haben wird, dann beweist ihr Furcht vor ihm, solange als ihr hier in verschiedenen Troubles leben. In verschiedenen Elend, sagt es hier. So, Gott wird kein Unterschied merken, wer du noch ankommt. Aber die heilig leben, verehrt es der immer auch. Aber die gleichzeitig leben in verschiedenen Areas, verehrt wird gekriegt, das gleichzeitig Urteil kommt von den Herren, der heilig ist. Wir können hier auf dieser Erde gute Dinge tun, aber die guten Dinge allein sind nicht durch, was uns raten oder reinmerken. Dort ist einzig Jesus Christus, der uns rein und heilig merken kann. Wir können das nicht mit unseren Worten, wir können das nicht mit unserem Wandel beweisen. Mit unserem Wandel soll wir das beweisen, aber wir können das nicht ohne Jesus tun. Vers 18 sagt es, Gott hat den Preis geteilt, jüngst von der Tod wieder aufzuraten. Ein anderer wird das existiert sein. Gott hat alles recht gemerkt, dass wir kein heiliges Leben leben. Wir können das nicht durch uns selbst, aber durch Jesus Christus. Die von jenen Verältern mitgearbeitet haben und die weiten, dass wir nicht mit Silber oder Gold passiert. Dort, was unsere Eltern uns gelehrt haben oder mitgegeben haben, dort weit wir, dort ist Gott der Hand vielleicht alle erbastet zu tun. Viele Eltern sagen wir von denen, die tun nicht erbastet, ihre Kinder am Erdreich abzutragen. Aber dort, wo die Eltern uns mitgegeben haben, dort wir nicht genug, um ein heiliges Leben zu leben. Gott hat den Preis geteilt an Jesus Christus, damit wir gerat sein. Vers 19 sagt es, aber er betont dort für uns mit Christus sein Blut ein Leben. Christus hat alles gegeben, was er braucht. Dat Gottes Lamm und dort keine Sinn oder eingeschickt wird, dort wird der Preis, dat du kann heilig leben. Du werden, weil wir uns anspornen und frei heilig zu leben. Gott gehorsam sein, horchen, was sie wollen, ist. Vers 20. Dat Gott durch die gewählt hat, euer der Welt den Grund gelegt hat. Aber als an Jünd haben nu in der letzten Zeit mit firm Dach gekommen, so dass wir Gott sein Plan, all euer ein Mensch gemerkt wird, euer ein Mensch im Kommen wird, dann wird all Gott sein Plan, dass Jesus Christus würde Sinn betonen. Der würde sein, wo die Tulung wird merken, dass einer von uns überhaupt wird geraten werden. Dort wir all Gott sein Plan, euer der Welt gemerkt wird. Und so, wo viel mehr wird, soll uns das dann sein, dass wir würden wollen heilig und rein leben. Vers 21 sagt es, dass es auch woran jeden vertrauen, nur an Gott sagen kann. Der Jesus von dort abwirkt und so eine große Herrlichkeit gibt, so dass jeden Glauben und auch jene Hoffnung an Gott ist. Das wird Gott sein tun. Er gibt alles, was er braucht. Und von der und wir uns durch ein Abbühen, ein Motto sprechen, so rein und heilig zu leben.
So, wenn wir uns Christen nennen, soll das auch zu sein sein, dass wir Christen sind. Alexander, eine von den Alexanders, hat eine große Gruppe Soldaten. Und einer von den Soldaten hat auch genommen Alexander, und dat wir aber ein bisschen in Füller mit einem Schladans. En ein Tag, als der Alexander de Lijn geht, und den Jungen da sitzt und sagte zu denen, entweder du schänst die nun, oder du fangst mal so zu leben, als ein Alexander leben soll. Und ich glaube, das wird auch so klar haben, wenn wir uns als Christen nahen, dann sollen wir auch so leben, als Christen tun. Alexander wird nicht gut, dass du ein Soldat würden, manche Soldaten sein, der kriegt den Namen, hat was er nicht wird, met de standards afkomen wat hij had. Dat men zo leven als hij verlangen deed. En ik geloof, zo wat Jezus dat ook manchmal met ons doen, dat we veel of de mensen zijn en vielleicht sogar het lichtaltig zijn ook manchmal, door wat Jezus vielleicht ook zo staat zijn. Entweder du sagst nicht mehr, dass du in Christ bist, und wenn du aber sagst, dann lebe auch auf die Standards, was ich in Hafe geschrieben. In 1. Johannes 2, Vers 1, ich soll vielleicht mit meinen Dingen dazu sein, wie als Menschen kommen so vielmals kart in Brücken diese Genut, wovon wir was mitgeteilt haben, wir können nicht in uns selbst so leben, ein heilig leben, wir brauchen somebody, wir brauchen einen Helfer. In 1. Johannes 2, Vers 1 sagt, liebe Kinder, ich schrieb Ihnen, dass die von der Sinn weich blieben. Heilig leben meint auch von der Sinn weich blieben, nicht mit Sinn spielen. Nicht sein, was ich gerufen wie vorhin kann und Amtsstellen. Verschiedene andere Dinge, aber dass wir von der Sinn weich blieben. Und dann sagt Johannes uns hier über einen großen Spruch, einen großen Mutterspruch, dass wenn wir gefallen sind, dass wir nicht vorzahlen, anmutig sind und liegen blieben. So, wenn aber doch wer sinnen soll, dann haben wir Jesus Christus, der ohne Sinn ist, der bei Gott den Führer für uns anstunden hat. So wir niemals gleichgültig nehmen, aber wir sollen aber das klar haben, dass wenn ich Karte kommen sind, dass ich weiß, wo ich hingehen, dass ich nicht allein bleibe mit dort und dass Jesus sein Licht durch uns durchschienen kann. Das sagt, dass der Samuel, der sagt, nu weiß sie, wann der Helge sind, du, wo das Licht durchdachen kann. Und dass wir uns immer weiter lassen durchdachen, dass wenn das so Karte kommen sind, dass durch Gott sein Wort in uns durchdachen lassen in das Reinigen, wo du näher gekommen ist. Eine frische Geschichte hier. Du bist ein kleiner Jung, ein kleines Jung wie dort, ein anwachsender Jung, der war noch nicht 10 Jahre alt. Und dann kommt ein Tag eine Früh ab einen Hafen ab, und das kleine Jung, erst du und die Früh, die will alle Sachen lernen. Und dann einmal sagt das kleine Jung zu der Früh, weißt du was? Ich werde nicht nur sein, was du was haben, was ich soll tun, oder was ich soll sein will. Ich bin geboren zum König geworden. Und sonst ist das dort dabei nicht. Ein kleiner Jung. Und so du kannst was von lernen, dass sonst ist das dort dabei nicht. Was immer dann an uns kommen wird, aber sonst ist das dort dabei nicht. Ich bin geboren für Christus zu leben, oder für Christus zu leben hier auf dieser Erde. Christus hat mit seinem Tod unsere Sünden betont, und nicht nur unsere, auch von allen Menschen auf dieser Erde. All die, die das annehmen. All die, die sich wahrlich sind, und reinigen zu lassen, heiligen zu lassen, und heilig zu leben, für die hat Jesus Christus den Sinn betont. Wenn wir Gott seine Gebote holen, können wir dadurch weiten, dass wir am können. Wenn wir Jesus seine Gebote holen, Gott sein Wort holen, dann können wir dort weiten, dass wir Jesus kennen. Aber wenn wir glücklich sind und ein deutlich leben, dann ist es nicht zu sein. Dann kann es nicht sein, dass wir seine Gebote holen. Aber wenn wir uns anstrengen, in Gott sein Wort zu leben, dann wollen andere das auch sein, dass wir als Christ leben tun. Vers 4 sagt es in 1. Johannes 2, Vers 1, wer sagt, dass er Gott kennt und aber nicht seine Gebote hält, wer ist dort?
dann sagt uns das hier, dass der Jan ja ist ein Lehner und weiß nicht, was die Wahrheit ist. Die ganze Wahrheit ist nicht in Arm. Der ist nicht willig, sich frei zu machen von Dingen, was am Hängen tun, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Ist nicht willig, nur Gott zu horchen in alle Dinge. So diese Frage, die merkt uns ziemlich sehr nachzudenken, wer du sagt, dass er Gott kennt, und aber nicht seine Gebote holen hat. Der ist nicht einer von denen, der heilig ist. Der ist nicht einer, der kann sein, dass ich leben, heilig, reines Leben. Vers 5 sagt, es ist das. Wer aber Gott sein Wort nur hat, wer sich anspornen hat, Gott sein Wort nur zu tun, bei denen ist der Leib zu Gott vollkommen geworden. Der hat der Recht, der Leib zu Gott. Der hat die Möglichkeit, nur Gott zu horchen. Der hat die Möglichkeit, sich frei zu machen von Dingen, was am hindern kann in jährlichen Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder anspornen, sich mal zu sprechen, weil wir uns reinigen, weil wir heilig leben, weil wir frei sind von alles, was uns bedrängt. Wir können so viele Dinge auf der Seite sein, was uns bedrängt. Und da, was mich bedrängt, wirst du vielleicht sagen, dort hat die bedrängt. Dann wirst du vielleicht sogar wundern, dass mich dort bauen würde. Aber krieg angedreht, kann auch sein, dass die Borat wird, wo ich das einfach, das hat mich das einfach nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns einander anspornen und uns einander Mut sprechen tun, heilig und rein zu leben. Wer du bekannt in Christus zu sein, soll auch so leben, als Christus gelebt hat. 1. Johannes 2, Vers 6. Wer du bekannt in Christus zu sein, soll auch so leben, als Christus gelebt hat. Und das ist mein Wunsch und Gebet für uns alle, because wir sind hier auf der Seite, wir haben alle noch unseren fleischlichen Körper mit, wo vielmals mit verschiedenen Verlangen, verschiedenen Gedanken, verschiedene Dinge zu kämpfen haben, und dass wir uns dann anspornen, rein und heilig zu leben. Da wir mal ein Präsident für ein anderes Land, wegen verschiedene Businesses und es dadurch alle Eva ist, dann raubt all die Menschen, die in seinem Land geboren sind, raubt in ein Haus, nur eine Versammlung, nicht ein Haus, nur eine Versammlung zu kommen, und dann hat er eine Meeting mit ihren Top, und dann hat er sehr Mut zu sprechen, dass sie sind nu in ein anderes Land, und dass sie da wollen so eine Vorbilder sein, dass Menschen wollen neugierig werden in ihr Land. Der sagt nicht einmal, dass sie die Fremde sind in dem Land. Er sagt bloß, dass die Menschen beobachten wollen, dass sie wollen sein, neugierig wollen in ihr Land. Und dort ist unser Abgabe, als Christen zu leben. Dass wir so leben wollen, dass die Menschen wollen neugierig wollen, nur woran wir so leben tun. Woran wir das Leben, was wir tun. Und woran wir so mit Frieden das Leben tun, was wir tun. Because wir haben ein Heiland. Wir haben eine Klarheit, dass uns sind die Sünden vergeben. Wir sind heilig. Wir sind gereinigt durch das, was Jesus Christus getan hat. Nun noch ein paar Verse, Lukas 12. Lukas 12, Vers 35, du sagst, es ist das. Seht gekleid in Reut und lut jene Lampen brennen. Seht gekleid in Reut. Das ist, was Jesus sagen hat. Lut die Lampen brennen. Das ist diese kleine Mial, die Gläser beobachtet haben, wo das da schien, dass sie dann wissen, wer der Heilige wird, wo das Licht da kann, dort wird der Heilige. Hier sagt Jesus, seht gekleid in Reut und lut jene Lampen brennen. So als Mann, die du nur lüren, dass Haar von der Kaas kommen soll. Dass wann kämpft und anklappt, sei am dann Fuß, der aufmerken kann. Nicht nach ihr sterben something abbringen, aber es ist Fuß, wo ein Kind der aufmerken. Vers 37. Dort wird für den deiner Gott sein, der Haar reit trafft, wann der kämpft. Ich sage die Wahrheit, dann wird sich das Schaltuch anbringen und an das checken, und dann wird an bedeinen. Dort wird für dich deiner Gott sein, wenn der Herr an Reit traf. Sogar wenn der Märne nach Klock 30 Mal kommen wird.
Dit is wat God zijn woord sagt. Dit is wat Jezus sagt. Hij wird sich so freuen, mij en die rui te treffen, heilig dort te zijn, wann immer hij kommen wird. Und wir weten nicht, wann er kommen wird, aber wir weten, dass er wird kommen. Und er wird sich so freuen, mij en die rui te treffen. Möcht Gott und alles segnen.